Annale von der Lützeburger Kriminalgeschichte, die im Jahr 1985 als Annus Horribilis angehoben. Während einem Jahr hat der Bombenlehrer mit Police, Gendarmerie, Armee, Sûreté, Parquet und Untersuchungsgericht Katz-und-Maus gespielt, auf ihrer Nuss ein Bombe nur der andere Heischko-Gelos. Angefangen wird die lange Bombenserie mit der Sprengung von einem Chalet zu Burschen. 4 Bombenattentate goufen op Zwischengeldsmasten am Lauf vom Jahr 1985 durchgeführt, bei denen ein hege materielle Schuld entstanden ist. Zu Hollerich beim Gasfeed wäre der BNH noch zu einer Katastrophe gekommen, wie do ein Bomb per Fernzündung heichgegangen ist. An den Kasematten goufen Telefonsleitungen durch eine Explosion solid beschädigt. Matzen im Sterne Gericht wird der Bombenlehrer zugeschlagen, aber an der Bausen im Gebäude ein hegen materielle Schuld angerichtet. Zu Gasbericht für ein administrative Gebäude von der Imprimerie Saint-Paul an dem Lützeburger Wort kommt auch ein Bombe heich. Die Olympische Spiele im Kirchberg wurde Millionen Schuld durch Explosionen erlitten an vermeintlang zu. Auch schon getroffen durch 2 Explosionen gouft Raдаranlage Matzen und Findel, wo eine Person blessiert ist. Sogar während dem streng bewachten Sommet von der Staats- und Regierungschefin in Kirchberg wird der Bombenlehrer zugeschlagen an aus einem Auto ein Bombe geheim. Bei der Gendarmerie verloren Kast, aber einer Polizeistation Lambertsberg wurde auch gekräkt. Am Busch zu Blaschen wird der Bombenlehrer ein dämliche Bobbytrap gespannt, wo es für die Gewinner kein Affer gab. Bei der privaten Wohnungsstelle von Notwehr Hellings an dem Colonel Werner sind auch 2 Bomben heichgegangen. An dünn, so überraschend, wie der Bombenlehrer haut 24 Jahre mit seinen Attentaten aus das Land angefangen hat, so unerwartet wurde noch knapp einem Jahr, den 30. März 1986, abgehalten, als sich nie mehr gemeldet. Das größte Kriminalaffäre an der Lützeburger Justizgeschichte ist bis heute offiziell nicht abgedeckt, nicht aufgeschlossen, und noch die Verjährung spielt nach nicht. An andere wieder, der Bombenlehrer oder korrekt formuliert Bombenlehrten können theoretisch bis heute für Verbrechen belangt, verhaftet und für Gericht gestaltet gehen. Demals, zwischen April 1985 und April 1986, stand Gesamtforstpublik an der Alarmbereitschaft an Tausenden von Überstunden gemacht. Eine spezielle Bombenkommission mit 30 Mann war rund um Dauer am Einsatz. 4 Untersuchungsrichter haben noch den explosiven Dossier traitiert. Es goufen 12 Millionen Franken Prim für die Ergreifung von den Bombenlehrten ausgesetzt. Aber nachdem es nicht gelungen, Täter zu fassen, obschon die eine helle Wulf von Spuren und Indizien los hatten, auch von Attentat zu Attentat mehr kein und ungeniert operiert haben. Den heute verstorbenen international renommierte Kriminalist, den Universitätsprofessor Dr. Armand Mergen, den geholfen hat, BKA Bundeskriminalamt mit aufbauen, den europaweit extrem schwierig Kriminalfall gelöst hat, haben wir seiner wie als Sache Kriminalistik zu Lützeburg damals nur den Attentater gefragt. Wie erkläre ich zum Beispiel, dass so eine Affäre von einem Bombenlehrer, dass so eine Affäre nicht abgeklärt geht, da gibt es ja 18 Attentate. Da könnt ihr ja Menge rein kriminalistisch gesehen, bei so viel, da wäre so viel Spurenanalyse noch Beweise, dass du den oder die Täter opfern gehen. Wenn er gewollt hätte, dann hätte er ihn abgeklärt. Das muss er wollen. Ich meine, wenn die Kommission die het soll abklären, dann bin man nach als 2 oder 3 oder 5 Leute besteht. Und die Sache ist abgeklärt. Dann ist das nicht publik. Wie meint ihr das? Ich meine das für ihr so. Das ist nicht publik mehr abgeklärt, als sie wohl.
Soweit Meinung von Professor Merchen. A spätere Reportagen kommen op weiter Aussagen von ihm, dem demolier Eminence Gries, der moderne Sherlock Holmes von der europäischen Kriminalistik zurück. War der Professor Merchen demals nicht konfessen als Tatsache, dass es haut nach mehr einfach als Täter zu verfehlen und anhand von DNA-Proben. An diesem Kontext hat letztwoch der Justizminister Luc Frieden auf einen Aufruf vom Deputierten Robbie Mehle geantwortet, am Dossier Bummeliert geben es nach immer Chancen, Todtüren von den Attentätern zu ermitteln.